Einfach so eine Stelle war man. Aber weiter ein bisschen Schierst bin ich eigentlich nie gekommen. Nein, halt früh geheiratet und dann ist man da geblieben. Richtig. Ich kann nicht mehr fort. Aber eben der Mut, den sie hat, das habe ich oft schon gesagt, der Mut, den es braucht. Ich meine, so einfach reist man ja nicht auf Spanien. Mit Familie, nicht? Ja, Das sind natürlich schon Erlebnisse. Ja, wir haben einen Schulweg, der fast gleich ist. Sie haben noch ein bisschen weiter als wir. Und dann hat man sich auch an den Wochenenden getroffen. Und vor allem dann auch mit ihren 2 Brüdern haben wir engen Kontakt gehabt. Mit dem Georg und mit Klasi. Und natürlich auch mit den Mädchen hat es Verbindungen gegeben. Und so hat man einfach den Kontakt behalten und gepflegt. wir eigentlich mehr im Winter. Im Sommer war ich in der Rüte und du warst so Richtig. China. Richtig. Das Einfach dann mehr auf dem mehr Schulweg. der Winter und auf dem Schulweg natürlich ist man dann miteinander gegangen. Und auch an der Viertigen hat man sie dort getroffen. Und ein grosses Erlebnis war einfach, dass wir oft dann dürfen. Sie hatten eine grosse Familie, ihre Mama hat dann die Familie gepflegt, das Heimatli. Und wir haben dann oft auch gerade dort auf dem Tisch sitzen bleiben. Dann hat meine Mama 2 Esser weniger gehabt. Aber das ist immer sehr eine wohlwollende Bekanntschaft gewesen. Unvergesslich. Und das ist dann auch geblieben bis jetzt. Die Mama, das sind halt beide allein gewesen und beide die Familie müssen es wie So ist das gewesen. Ja. bringen. Und meine Mama hat halt Boden gehabt und hat Kühe gehabt zum Melken und hat Milch gehabt. Und wo ihr halt dann auch nichts hatte. Ja, so ist das gewesen. Und eben, wir haben dann auch dürfen, eben bei dieser Familie fast ein bisschen daheim sein mit diesen Geschwistern. Und dann eben haben wir auch oft dann dort bleiben. Und nein, das sind eben bleibende Erinnerungen. Und das ist dann auch so geblieben. Ich kann mich gut erinnern, wie meine Mama hat ein Stückchen Garten gegeben, um Herdöpfel zu stecken. Weil meine Mama hat viel Herdöpfelgarten hatte. Und die hat sie dann auch dort anpflanzen. Ja. Wir haben einfach nichts gehabt, sind in dieser Gemeinde, wie man schon sagt, umgeschoben gekommen. An einem Ort haben wir natürlich fort müssen, weil sie dort das Restaurant später gebaut haben. Dann haben wir müssen abzügeln an die Strasse. Und dort unten hatten das alte, baufällige Haus, das hat bei Hellstaben geheissen. Und dort waren wir dann 2 Jahre. Und dann haben wir dort auch wieder fort müssen. Dann sind wir eben auf die Rhonecke, 1952. Und dort hat es dann den Kontakt gegeben zwischen der Familie Flütsch und ihren Eltern und meiner Mama und meine 3 Geschwister. Das hat so, und wir sind auch gleich alt gewesen. Das hat natürlich die Zusammenhänge gegeben. Das sind dankbare und bleibende Erinnerungen und die haben jetzt gegeben bis jetzt. Und eben, was natürlich ein grosses Erlebnis und Freude war, das Ski mit ihrer Familie, die hat uns 2-mal besucht in diesem Spanien. Und das war natürlich eine mutige Reise für eine Sant'Antoner Familie. So weit reisen. Einmal mit dem Zug. Und dann das 2. Mal noch einmal, 2 Jahre später mit dem Flugzeug. Und das ist natürlich. Wir haben das natürlich enorm geschätzt. Das ist ein tolles Erlebnis gewesen.
dass wir Besuch bekommen von Freunden aus dem Prättigau. Ja, für uns war das auch ein Erlebnis in der Turne. Ja, wir haben dann unten Reisen gemacht. Wir waren sogar auf einer Alp. Auch unten gibt es Alpen. Haben wir dort besucht und ich glaube noch am Stausee sind wir gewesen. Und das war ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb. Wir waren auch arm, aber wir hatten wenigstens Landwirtschaft gehabt. Richtig. Ja. Nein, wir sind eigentlich interessanterweise in der Talschaft Sandertöne sind wir gut aufgenommen. Also das sind kein Problem gewesen. Man ist einfach aufgenommen. Man hat sich integriert in dem Tal, in dieser Talschaft und das ist dann auch für uns dankbare und bleibende Erlebnis gewesen. So. Aber als ich dann wieder zurückgekommen bin, bin ich natürlich wieder in die Heimatgemeinde, habe dann meine Schulfreunde besucht und dann während den 10 Jahren, als ich ja in Pani gehaust habe, ich habe mir dann im sonnenreichsten Dorf Pani habe ich mir dann ein Haus gebaut. Da sind wir 10 Jahre sind wir dort gewesen. Und da sind dann natürlich die Verbindungen schon intensiver gewesen, auch ihren älteren Bruder Georg. Oder die Entfernung ist natürlich dann schon entstanden. Ich bin irgendwo in Amerika gewesen und sie sind dann da gewesen. Und der Handy in Zügen und Sachen hast du noch nicht gesehen? Nein, das war noch ganz anders gewesen. Daheim haben wir nicht einmal ein Telefon gehabt. Ihr Bruder Klasi, der war mein Jahrgang, wir waren miteinander in der Klasse gewesen. Ihr älterer Bruder Georg, der war 2 Jahre älter gewesen. Das war Jahrgang 38 gewesen, aber auch das war dein Bruder, mein Bruder war 39. Oder 39, ja. Georg war 39. Genau, ja. Nein, wir haben ja, sympathische. Ich habe jetzt noch Briefe, die Viktor 54 geschrieben hat. Gell noch? Den Brüder. Das weiss ich. Ja. Ja gut, das sind ja gewisse Erlebnisse, die man erfahren darf und das bleibt dann einfach. Das vergisst man nicht. Das vergisst man nicht und man hat das natürlich schon auch intensiv, beide Seiten haben das recht intensiv mitbekommen. Die Zeit war eben schon noch ein bisschen anders als heute. So, Das ist schon nicht mehr das Gleiche, du oder jetzt? Richtig, genau. Der Freund. Jetzt sind schon sicher ganz anders. Der Wohlstand, den wir jetzt haben, das hat man natürlich damals mal nicht gehabt. Nein. Man hat natürlich schon sehr einfach gelebt und die Erfahrungen sind schon bescheiden gewesen. Wenn ich denke auf der Rohnecke, ich glaube auch dort, wo wir wohnen, wir haben nur mit Petrollampen geschafft oder Aufgaben gemacht. Ich weiß nicht, wenn ihr mal elektrisch habt, wenn überhaupt. Bei Buhlenhaus schon, wir haben halt 2 Orte, der Junker und Buhlenhaus. Richtig. Und auf dem Junker da ist kein Wasser und kein Strom. Nichts in diesem Haus. Und das war so bis 67, bis da mein Mann. Wie soll ich sagen? Ein Loch mit Wasser drin und hast alle Wäsche im gleichen Dings gewaschen. Und hergezogen in die Waage, in die Schwinge. Dann musste man schauen, dass man zuerst mit dem Weissen angefangen hat waschen. Und die Stallkleider dann erst zuletzt. Ist gleich. Hat dann gleich gemeint, dass sie erleichtert, eine halbautomatische, aber mit der vollautomatischen nicht zu vergleichen. Wie es jetzt ist. Und dann die Wassertröge waren ja dann unterteilt. Der grosse Trogteil, dort ist er eigentlich für das Vieh zum Saufen und der kleinere Teil, dort ist er mehr fast zum Schuhwaschen. Für Ablauf, Schuhwaschen und Stallhuder waschen. Das mag ich mich besinnen. Das haben meine Mama hat auch einen derartigen Trog, aber wir hatten kein Vieh. Also, ich hätte dann noch im Trog waschen, wieder was das Bier ist. Das eben dann weniger gegangen.
dann müssen auch auf die Tiere aufpassen, dass die nicht da Seifenwasser saufen. Meine Mama hat überhaupt von einer Waschmaschine nichts gekannt. Nein, nicht. Nur auf der Waschbrett. Ja, so. Und ich mag mich sogar noch besinnen. Es sind halt alle gleich. Es ist allem gleich gegangen. Ja. So. Ja. Und da bin ich mich noch Nicht besinnen. anders gewusst. Meine Mama hat sogar zum Waschen sie noch Asche gebraucht. Ja, das war die bauchig. Gell noch? Ja, Mit Asche, ja. das haben wir jetzt nicht. Hat meine Mama jetzt nie. Aber im Detail auch noch. So. Aber ich weiss, du, sie hat dann in einer Kachel die Asche noch darüber gestreut und geriebelt. Das hätte dann noch besondere Asche sein sollen, von Herdholz und sowas. Eben. Mhm. Da hat man das Holz zusammen über abgeklärt. Bis jetzt ist es eigentlich noch so unberührt geblieben. Da. Aber so gleich. Es hat schon, aber jetzt fällt es so an, glaube ich. genau, es hat schon viele Jahre ist eigentlich fast ein Stillstand gewesen. Ja. Aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hat das schon ein bisschen eine Änderung gegeben. Hat schon ein bisschen da und dort kommt es was. Es hat auch bessere Straßen gegeben. Die Wasserversorgung ist besser, die Elektrik ist besser. Es hat schon Vorteile gegeben. Zum Wohl der Einwohner. Nein, das ist da mal. Jetzt hier 4 Läden noch. Santa Tönja Scherine. Gell noch? Und jetzt ist nur mehr einer. So Scherine vorne einen, und hier am Dorf 2 und einen an der Rüte. Ja. Ja. Ich war gerne so wochenlang, aber ich bin auch wieder gerne zurück. Nein, dass ich dort bleiben möchte, habe ich nie. Das Gefühl gehabt. Nein, das wäre mir auch zu heiß gewesen. Ja, und die Verbindung war natürlich anders, weil sie sind natürlich mehr da, oder noch mehr daheim gewesen. Mit Haus und Hof. Und wir hatten schon ein bisschen eine andere Distanz gehabt zum Zurückgehen. Zurückgehen. Sie sind dann mit dem Zug, bis auf Barcelona. Und dort haben sie dann ein Auto gemietet. Und dann sind sie dann auf das Ampolla gereist. Und dort haben sie dann angerufen und dann sind wir es dann abholen. Und dann das zweite Mal mit dem Flieger. Da haben wir dann bis Barcelona. Und danach haben wir, glaube ich, das Auto gemietet. Dort haben wir auch wieder Mais gemietet. Haben wir auch eins gemietet, ja. Genau, bewusst. Ja, sind dann so wieder vorbeigekommen, ja. Aber eben, das ist für uns ein enormes Erlebnis gewesen. Und der Mut, den sie aufgebracht haben, ich meine, so einfach ist das nicht. So weit reisen mit Zug und Flugzeug und Automietung, das braucht das Engagement. Und das haben wir auch so bewundert, dass sie so fertig gebracht haben. Und das zweite Mal hatten sie noch das Popi dabei gehabt. Mhm. Das Enkel. Das Enkel dabei gehabt. Ich weiß nicht, wie alt ist das war. Ja, ein paar so, Monate. So jähriges vielleicht. Oder so jährig vielleicht. Aber mein Mann wäre nachher nicht mehr in Spanien. Wenn wir so mit dem Flugzeug sind, haben sie halt, wie soll ich sagen, die Leuchter geschaut, ob wir nicht ist klar. Bienisch haben. Und der Mann hat halt die Hüfte operiert. Der hat halt so Metall drin. Und dann schien er raus. Man hat das Gefühl, er könne gar nicht mehr weiterreisen mit uns. Ja. Bis da abgeklärt war, dass Das Hüftgelenk ist. das Hüftgelenk gerade angeht. Er ist 6 Jahre jünger. Wir sind schon zur Schule, aber nicht gerade miteinander. Er ist 6 Jahre jünger als ich. Also 5 Jahre genau genommen. Er ist Jahrgang 40 und ich bin 35. Aber wir sind schon miteinander zur Schule noch. Wir haben unten ob der Kirche ist das alte Schulhaus. Und dort sind wir in der Schule. Und es hat 2 Lehrer gehabt. Noch später aus hat es noch einen 3. Lehrer gehabt. Weil es war Platzmangel. Es ist fast nicht mehr gegangen.
Und da hat es so ein oberen weißes Kreuz, wie wir hier gesagt haben, das, was jetzt gerade im Abbruch ist, haben sie ein Schulzimmer eingerichtet und hat einen dritten Lehrer gegeben. Da ist es besser gegangen. So sind 70 und dann in diesen 2 kleinen Schulzimmern ein Spielzimmer. Und dann ist man, aber bis du das gekommen ist, das ist dann 1958, 59 so, um die Zeit herum gekommen. Das ist nicht auffallend gewesen. Ich kann mich gut erinnern, ein kleines Bubi, ein kleines mageres Bubi. Und ist dann da aber ganz eigentlich unerwartet da in Ascharina wohnhaft gekommen. Die Mama ist, so wie er mir jetzt noch kürzlich gesagt hat, sie sind viele abgeschoben in Chur draussen. Und sind dann am 46. November auf St. Antonio gekommen. Aber das Küblis keinen Anschluss mehr gehabt, nicht mehr vorwärts gekommen. Und haben dort die Mutter mit diesen 4 Kindern im Stall übernachten müssen. Und am anderen Tag dann wieder weiter. Und da hat sie dann die Gemeinde in Empfang genommen und haben dann draussen da in einem alten Haus Wohnsitz genommen. Und sind dann ein paar Jahre, ja, die sind einmal 10 Jahre oder was sind die da in St. Antonio wohnhaft gewesen. Und Viktor ist, ja, ich habe ihn ja gut gekannt. Ich habe dann noch Kreis gehört in Ascharina. Und dann ist dann auch noch mit mir gekommen, einen Tag, 2. Und hat sich da interessiert über die Herrschaft. Und dann später, als er erwachsen war, ist er dann auf Winterthur. Er ist dann gekommen und hat erzählt, wo er ist überall. Und einmal ist er sogar gekommen und hat einen Stier gezeigt, bei 9. Heimat in der Tolle, wo er überall umgekommen ist. Ja, unglaublich. Er hat ja noch, der ältere Bruder ist dann auch noch, Peter. Und da hat man sich interessiert, wo sie sind und was sie machen. Und eine ältere Schwester und eine Schwester war jünger. Die hat man die wohl kennt, aber später aus haben wir eigentlich mit ihm einen ehesten Kontakt gehabt. Er hat dann, da war ja Winterschule. Und im Frühling, sobald die Schule fertig war, ist er da zu einer Bauer angestellt gekommen, also zum Mithelfen in der Landwirtschaft. Er war mehr bei einer Partei. Aber das war Landwirtschaft und die haben da, er hat arbeiten müssen, sie haben ihn eingestellt. Ja, er hat nicht Ferien gehabt, vom Frühling bis zum Herbst. Er hat gearbeitet. Er ist ja eine Art mit dem Grund abgekommen, er suche Arbeit. Und ist er da bei der Firma Sulzer, ist er sich vorstellen. Und die haben ihn dann auch gepackt. Und die haben wahrscheinlich ziemlich geschwind. Es war ein ganz tiefer Bub. Und er ist rausgekommen. Und ich stelle mir vor, er ist dann auch weitergebildet und ist da in der ganzen Welt herumgekommen, kann man sagen. Wenn ihn jemand nicht kennt, heisst, er ist unnahbar, er ist, ja, ich weiss nicht, am Anfang habe ich das auch so empfunden. Also, ich weiss nicht, wie ich jetzt das euch erklären soll. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe immer das Gefühl, wir haben nebeneinander durcheinander geredet. Bis ich mal gemerkt habe, aha, so meint er das. Aber sonst ist das tipptopp, wirklich ein liebenswerter Mensch. Nein, das war nicht ein Zufall, sondern aus der Situation meiner Eltern ist dann die Mutter mit diesen 4 unmündigen Kindern in Chur verarmt, also armengenössig geworden. Und damals war das noch Usus, dass eine Gemeinde
wo dann verarmte Leute beherbergt haben, die können abschieben in ihre Heimatgemeinde. Und dann hat man bei meiner Familie, von meinem Matti her, hat man dann festgestellt, dass das Bürgerrecht in der Rüti in St. Antonio. Und dann hat man mit der Gemeinde Rüti, damals hat St. Antonio aus 3 Gemeinden bestanden, Karsels, Rüti, Ascharina, dann hat man Rüti informiert, da kommt eine Mutter mit 4 unmündigen Kindern. Ihr müsst schauen, wo ihr die unterbringt. Und die Gemeinde Rüti war damals unter Kuratel vom Kanton, also bevormundet, mausearm. Und die haben dann mit Ascharina Kontakt aufgenommen. Ascharina war eine habliche Gemeinde. Die haben gesagt, ja, mal, wir hätten noch einen freien Platz für unbestimmte Zeit. Und dort könnten wir die Mutter platzieren mit diesen Kindern. So sind wir dann auf Ascharina gekommen. Und sind dann in dem Ascharina, ca. 2 Jahre, haben wir dort gehauset. Es war ein bisschen ein mühsames Haus, also kein Strom, keine Heizung. Die Mama hat mit den 2 Mädchen in der Stube am Boden gelegen und wir waren in der Kammer, der Bruder und ich. Und nach ca. 1,5–2 Jahren hat dann der neue Besitzer, der Andres Flütsch, gesagt, er will jetzt das Haus übernehmen oder abbrechen, will dann dort ein Restaurant, eine Pension bauen. Und von dort aus sind wir dann umgezogen. Mama hat dann im Tal unten, also an der Straße, Bonnie St. Antonio, bei Heldstaben hat das Haus geheissen. Ein sehr altes Haus, auch baufällig, kein Strom. Das Wasser konnte man fast im Schirnielenbach holen. Dann haben wir dort 1,5–2 Jahre gehauset, bis man dann aufgezogen ist auf die oberste Rhonecke. Dort ist das Haus frei geworden. Und zwar hat das Haus auf der obersten Rhonecke können die aus dem Gürgetsch erben, wo ich als Bub eine Art Laufbub, Hausknecht oder Tagesbursch war. Dann haben die gesagt, ihr könnt jetzt auf die Rhonecke auf, wir machen dort einen günstigen Zins. Und so sind wir dann auf die Rhonecke und sind dann dort gehauset bis im 56. Zu dieser Zeit sind dann ein Haufen Unterländer auf das St. Antonio in die Ferien gekommen, nach dem Krieg. Und dort hat dann ein Ehepaar aus Winterthur mich mal angesprochen, während dem Geisshüten, ob ich in Albig da bleiben will. Oder ob ich nicht, ich kann ja nicht das ganze Leben lang Knecht sein und Hirt. Und dann habe ich denen erklärt, ja, wir wissen nicht, was machen, wir haben ja keine Landwirtschaft. Wir sind da die Einzigen im Tal, die nicht Selbstversorger sind. Und dann hat das Ehepaar gesagt, ja, geh doch du auf Winterthur. Dort haben die einen Haufen Arbeit, Hilfsarbeiten. Und haben mir sogar noch das Billett gezahlt. Und habe dann das der Mama gesagt und sie hat dann eigentlich sofort gesagt, oh, das finde ich gut. Und haben mir dann eine Tasche voll Speis mitgegeben und ich bin so auf das Postauto und auf das Winterthur gereist. Oder wollte auf Winterthur reisen. Aber in Zürich habe ich nicht mehr gewusst, wo weiter. Ich habe dann dort einen von der Bahn gefragt, ich möchte auf Winterthur arbeiten. Er sagte, ja, dann musst du auf das Perron und dort steigst du Winterthur aus. Und dann bin ich so am späteren Nachmittag in einem Winterthur. Bahnhof, das war natürlich ein enormes Erlebnis für den St. Antonio aus dem Lawinental. Da hatte es Trolleybus und Auto und viele Leute. Und ich habe dann dort einen älteren Mann gefragt, ich möchte hier arbeiten, wo soll ich suchen?
Ja, hinten am Bahnhof, dort bei dem Bachsteingebäude, dort ist eine grosse Fabrik, dort musst du gehen. Dann bin ich auch dazu gegangen und bin dann in das Büro, wo ich hergelaufen bin. Und das war per Zufall das Personalbüro. Und dann haben die gefragt, was ich da will. Ja, ich komme jetzt so arbeiten. Und sie haben dann meinen Dialekt, das Prättigau-Dialekt, gar nicht recht verstanden, was sie wollen. Und der Personalchef ist dann auch noch zu euch gekommen. Und in dem Moment kommt dann auch noch ein Werkmeister auch noch in das Personalbüro und hat dann dem Disput ein bisschen zugelassen. Und sagt, ja, Herr Bruch, ich nehme eine Abteilung Lauf, ob ich gerade kommen, ich kann gerade mitkommen. Mal, da komme ich gerade mit. Und so hat dann eigentlich meine Karriere beim Sulzer Eschenwies Winterthur als Laufbub angefangen. Die Firma Sulzer, das war damals mal das Flaggschiff von der schweizerischen Industrie. Sulzer hatte Angestellte an die 40'000 Mitarbeiter. Und man hat ja verschiedene Produkte gemacht. Das hat angefangen von den grossen Schiffsdieselmotoren über Turbinen, über Gebäudetechnik, Gießereien, also einfach das ganze Spektrum hat Sulzer gemacht. Und zu der Zeit, als ich dort als Laufbub angefangen habe, das waren noch die alten Patronen, noch die alten Chefs. Wenn man mal am Samstag oder über Sonntag arbeiten, weil ein Termin pressiert hat, ist der Chef selber vorbeigekommen mit einem Akkord voll zu 9. Also es war ein ausgezeichnetes Verhältnis und das sind natürlich für mich prägende Eindrücke. Und nachdem ich dann die Lehre eigentlich gut abschließen konnte, hat mich dann Sulzer weiterhin unterstützt und hat mir sogar Studium finanziert. Prägend war dann eigentlich, wo Sulzer hat, nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die Interesse hatten, hat man denen natürlich eine enorme Chance geboten, weil Sulzer hat auf der ganzen Welt, auf all diesen Kontinenten, haben die Fabriken gehabt, Tochtergesellschaften. Und dann je nach Fachrichtung, wo dann so ein Sulzerianer hatte, hat man ihm dann empfohlen, ja, du könntest jetzt mal zum Sulzer auf Madrid, in Spanien oder einen anderen. Wir haben es dann mal offeriert, ich könnte nach Arabien. Man hat dort mal grosse Geschäfte gemacht mit der Aramco American Oil Company. Da hat man Sulzer Turbinen und Kompressoren verkauft und das hat man dann dort organisieren. Und das war für mich ein prägendes Erlebnis, als ich dann zurückgekommen bin von Arabien. Nach diesen 3 Jahren hatte ich dann den Vorschlag gehabt, ich soll eine ähnliche Aufgabe übernehmen in Südamerika, in Mexiko. Einen Vater in dem Sinn habe ich eigentlich nicht gekannt. Aber die eigentlichen Vaterfiguren sind mir so richtig bewusst geworden bei der Firma Sulzer. Das hat angefangen mit dem Werkmeister, mit dem Herrn Gut. Er ist nicht nur gut, er hat auch gut geheissen. Der hat mich dann ein bisschen gefördert. Und nachher von dem Herrn Gut ist dann die Vaterrolle übergegangen auf den Gymnasiallehrer, den Herrn Wetter. Und der Herr Wetter hat mich dann begleitet bis nach der Rekrutenschule, bis Eintritt ins Militär. Und auch von Sulzer her, zum Beispiel der Herr Direktor Sauer, auch die haben mich unterstützt. Und das hat mir natürlich schon geholfen und auch Mut gegeben, etwas zu leisten. Das zu meinem Sohn ist ein sehr bedauerliches Kapitel. Und die Entfernung zwischen dem Desaster, das da eingetroffen ist, während ich mehr tot als lebendig im Spital war, das ist eine Leidensache. Aber die Entfernung und die Entfremdung, die ist ja so groß geworden. Und ich meine, die zum Teil negative Beeinflussung aus bekannten Gründen,
Das hat dabei zugetragen, dass also das Verhältnis eher nicht warm geworden ist, oder nicht mehr warm geworden ist, so muss ich sagen. Bis er 9-jährig war, haben wir ein gutes Verhältnis gehabt. Er ist überall mit mir mitgekommen, selbst auf der Jagd hat er mich begleitet. Also wir haben es gut gehabt. Aber der Bruch, der dann entstanden ist, nach meinem doch schweren Unfall und dem Lotterieleben, ich sage es jetzt gerade ein bisschen ja, wie es ist dann eine gewisse Wohlstandszeit, eine gewisse Lotterie ist dann in dieser Familie Nell offenbar Platz gekommen. Und das hat dann mit meiner Mentalität ist dann das nicht mehr gegangen. Ich habe natürlich immer noch Kontakt zu meinem Sohn. Ich schreibe ihm immer, er gibt mir auch Antwort, aber eigentlich dabei bleibt es. Ich bin oft für euch, für diese Firma, in Südamerika, in Spanien. Die spanische Sprache ist mir ein bisschen geläufig. Ich wandere aus, ich gehe auf Spanien. Und bin dann im Herbst, im Sommer 1997 habe ich die Liegenschaft in Pony verkauft und bin auf das Spanien ausgewandert. Dann eben, als wir dann auf Spanien sind, ja, ich bin fast zuerst schon aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, wieso denn? Ja, jetzt bin ich in Pony daheim. Ja. Als er dann gesagt hat, wir gehen nach Spanien. Und dann sind wir ja 10 Tage in die Ferien. Und aber dann mehr in den Süden ab. Und da habe ich gesagt, nein, also hierhin komme ich nicht. Da kann man gerade wieder kehren. Da will ich nicht hin. Dann sagt er, ja, er zeigt mir jetzt noch mal etwas. Und dann sind wir eben auf der Sampoia. Da steht zumal, es war nicht viel kleiner, aber wie soll ich sagen, es war nicht dreckig, aber auch nicht gepflegt. Und dann hat er mir das gesagt. Und dann muss ich sagen, wenn wir hier hingehen, sofort. Irgendwie habe ich mich in das Dörfli verliebt. Das ist kaum bin ich dort gestanden, gesagt, wenn wir hier hingehen, ja. Also die Wärme und das Klima ist angenehm, ist kommod. Und weil ich oft für Sulzer, sowohl in der Fabrik in Madrid, in Zaragoza, Barcelona war, habe ich ein bisschen gewusst, wie das Spanien läuft und habe dann auch bewusst gewählt, als ich dann mich mit dem Auswandern befasst habe. Ja, wenn du nach Spanien gehst, dann musst du aber noch innerhalb Katalonien bleiben. Man kann Katalonien fast vergleichen mit der Schweiz. Das Land ist bergig, hügelig, ist grün, hat fantastische Meerküsten, hat ungefähr gleich viele Einwohner wie die Schweiz. Und die Distanzentfernung zur Schweiz ist sehr gut. Aber ich bin immer noch Schweizer geblieben und ich vor allem auch Prättigauer.